Worte. Worte sind dazu da, uns Angst einzuflößen, uns Mut zu machen, uns Hoffnung zu machen, uns nachdenklich zu machen. Worte haben einen unglaublich starken Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Und mit Wort werden ja immer Emotionen verbunden. Und das ist so ein interessantes Thema. Und darum möchte ich dir ein paar gute Beispiele bringen, wie du mit Wort kannst deine Wahrnehmung verändern kannst. Die Sprache ist ein Werkzeug, das dem Verstand erlaubt zu wissen, was er denkt. Also mit der Sprache entsteht eigentlich Bewusstsein. Und als ich mich mit dem Thema befasst habe, und zwar mit dem Buch von Tony Robbins, das Robin Power Prinzip, ich das unten verlinken für dich, dann ist mir wirklich eine neue Welt aufgegangen. Mir ist nicht bewusst gewesen, dass unser Wortschatz, dass unser habitale Wortschatz, also der Wortschatz, den wir tagtäglich benutzen, unsere Wahrnehmung beeinflusst. Und wenn man jetzt genau anschaut und weiss, dass die deutsche Sprache, also unser Hochdeutsch, etwa 250'000 Wörter beinhaltet, aber ein normaler Mensch zwischen 2'000 und 10'000 Wörter verwendet in seinem normalen Wortschatz, dann merkt man, dass wir uns sehr eingeschränkt ausdrücken, dass wir sehr eingeschränkt miteinander kommunizieren. Wenn du jetzt mal das Wort ängstlich nimmst, zum Beispiel. Ich habe Angst, ich bin ängstlich. Dann könntest du das auch sehr gut ersetzen, zum Beispiel mit dem Wort erwartungsvoll. Ich bin erwartungsvoll. Oder nehmen wir das Wort beleidigt. Es ist irgendetwas passiert in deinem Leben, irgendjemand hat etwas gemacht und jetzt bist du beleidigt. Statt dass du immer sagst, ich bin beleidigt wegen dem und dem, kannst du sagen, ich fühle mich missverstanden. Dann, was ich sehr geil gefunden habe in diesem Buch, statt dass du sagst, ich fühle mich einsam, kannst du sagen, ich fühle mich zeitweilig solo. Ich fühle mich ab und zu solo. Klingt mega doof, aber das Geile ist eben auch, wenn du gewisse Wörter veränderst, zum Beispiel eben, ich fühle mich einsam, dann fühlt sich das so schwer an, das fühlt sich so negativ an. Aber wenn du sagst, ich fühle mich zeitweilig solo oder zeitweise solo, dann bringt mich das zum Lachen. Und schon bist du aus dieser Emotion, aus dem Gefühl, wo du gefangen bist, bist du ausgebrochen. Und das ist einfach etwas Geiles. Oder der Klassiker in der heutigen Gesellschaft. Ich bin gestresst. Stress. Wir haben überall Stress. Alles muss sofort erledigt sein. Jeder muss sofort erreichbar sein. Alles muss multitasking-mäßig erreicht werden. Aber wenn du sagst, ich bin gestresst, wie fühlt sich das an? Es fühlt sich verdammt nochmal einengend an. Es fühlt sich beängstigend auch an. Und stattdessen könntest du doch zum Beispiel sagen, ich bin energiegeladen. Ich bin verdammt nochmal in meinem Flow in. Ich bin energiegeladen. Fühlt sich doch geiler an, als ich bin gestresst. Ich halte es nicht aus. Und jetzt mein Lieblingsbeispiel. Das Problem ist das und das. Das Problem ist, dass ich noch viele Rechnungen zahlen muss. Das Problem ist, dass ich nicht weiss, was ich heute Abend machen will. Das Problem ist, dass ich mich einsam fühle. Stattdessen könntest du zum Beispiel sagen, meine Herausforderung, die ich gerade habe, ist, dass ich meine Rechnungen noch zahlen muss und nicht weiss, wie. Meine Herausforderung ist, dass ich mich einsam fühle. Das ist es. Das ist so ein Unterschied. Es nimmt mich aber wunder, welches Wort das du am spannendsten findest zum Verändern. Welches Wort das du am ehesten verändern als erstes. Schreib es doch in die Kommentare rein. Vielleicht ist es ja das Wort ängstlich. Vielleicht ist es das Wort das Problem ist. Vielleicht ist es ja das Wort gestresst, genervt. Schreib es rein. Oder vielleicht hast du auch ein anderes Wort, wo du sehr negativ angelastet ist, wo du viel verwendest, wo du verändern willst. Und dann schreib mal ein paar Vorschläge rein, wie man das Wort positiver formulieren könnte. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich freue mich wirklich, wenn du meine Videos regelmäßig anschaust und wenn du sie teilst. Es sind vielleicht nicht die irgendwie Kommentare schreiben, weil das machen momentan nicht viel.
oder die den Kanal abonnieren, aber es sind die es trotzdem schauen. Und das ist mir das Wichtigste. Aber es macht es natürlich einfacher. Also du kannst natürlich auch logischerweise den Kanal abonnieren. Mach das doch am besten jetzt, dann kommen die Videos automatisch zu dir. Wie faszinierend die Technik heutzutage ist. Okay, das war es. Ich bin Janusz von Deep Connection. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.